schreckliche Neuigkeiten aus der Ukraine hatten. Die Bilder, die man hier Tag für Tag gesehen, wir sind erfeiert, wir machen uns Sorgen, und ganz viele Menschen haben Angst. Mit all dem kriegen wir eine Invitation von unserem Papst François, den 2. Mäerz, den Äschermëttwoch, zu einem Tag des Gebetes und des Fastens für den Frieden in der Ukraine zu machen. Zu einem Tag, an dem wir dem Leiden des ukrainischen Volkes nahe sind, an dem wir spüren, dass wir alle Brüder und Schwestern sind und an dem wir Gott anflehen, den Krieg zu beenden. Als konkret Zeichen gesieht heute zu Rousperter warum da gehe ich da Klaus zu Puer noch und andere Plätzen, dann unter Gottes nicht am Hofe Faaschtenzäit Glück ass, mehr an den Furven von der Ukraine. An Heifiruma gesieht wie man schon letzte Freitag am Kammergottesdienst das Thema abgegriffen hatten, wo auch uns Kanner den Abend an der Mass zu Puer ganz fleißig mit uns alle gute Gebet tun. Vielleicht sehen aber noch einen oder den anderen von ihr, Abbé Luc Schreiner. Dein Video kommt aber ein bisschen spät. Ich hätte das gerne mitgemacht, aber ich wusste das nicht. Mal vielleicht dann, diesen Donneschdeg, 3. Mäerz, da wird eine Woche hier aus, dass den Schlammassel ugefaangen wird. Oder vielleicht noch Freidischer von der Faaschtenzäit, als so ein Tag für zu beten, auf für zu fasten, für solidarisch zu sein wollen. Ein Tag von Fasten und Gebet. Nicht just ähnlich das Äschen, Fisch am Platz von Fleisch oder eben kein Fleisch. Wir führen alle Männer Äschen. Bewusst verzichten, wenn uns Gesundheit an uns erbischt, et erlauben. So Hunger aushalen, wie momentan an der Ukraine, an besinnlichen anderen Plätzen viele Menschen Hunger aushalen müssen an ihre Luftschutzbunker ob der Flucht. So können wir ganz konkret weisen, mir viele Martinen. Können wir das wirklich? Oder sind wir zu viel vom Wind und zu viel liederisch gehen? Fasten und Gebet sind Antworten von uns Christen auf die Waffe vom Krich. Weil nicht so können wir, zum Beispiel von Jesus, was wir ja auch Sonntag, obwohl Sonntag am Evangelium hören werden, weil nicht so können wir stark die Versuchungen, an denen den Hannen drustig den Besen gegenüberstreben. Wo es hinfährt, wenn ich just von seinen eigenen Ängsten auf Versuchungen getrieben wird, wenn ihn sich just von seiner eigenen Macht an der eigenen Position leiden lässt, das erleben wir das nicht. Wir sehen Panzer, die rollen, Bomben, die Zerstörung am Tod sehen. Wir sehen die Stëps von den Häusern, die an den Kopf fallen. Und da eine Botschaft, Haut- Äschermëttwoch. Mensch, denk dran, dass der Stëps passt, an nicht zu Stëps gess. Schon Corona hat uns Grenzen gefordert und so etwas erinnert, was uns gerade mal an unsere Gegenden ziemlich erfolgreich verdrängt hatten. Und der Krieg an der Ukraine, die feiert uns nach viel wie krass für uns an. Mensch, denk
dies zu Stëps gehst. Nicht bleib heiligen ewig. Und das letzte mir, es huet keine Tasche. Wie vielleicht bei allem, was an der Welt schlecht lebt, aber wo wir uns vorstellen, noch nur mit Corona, ist das dann nur wirklich ein River? Oder also die just kein Thema mehr? Mit allem, wo wir Angst haben, erfreuen, was bringt Zukunft, da hören wir halt, siehe, jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist er da, der Tag der Rettung. Egal, wie schlecht es an unserer Welt so geht. Und sind da die Satz du geschrieben geht es schon ganz Tag immens schlecht an der Welt. Wir können all das als Chance sehen, als Chance zum Positiven, als Chance aus dem Schlamassel herauszukommen. Und gerade das ist ja Faaschtenzäit, Vorbereitung auf Ostern, ob dem Jesus sei Sieg über die Deichter Murcht, über Tod und das Beist. Auf hier dahin zu kommen, nutzen wir die Zeit der Gnade für uns Leben zu überdenken, für umzudenken, für umzukehren. Und das haut da so dachmännisch. Und dürfen auch nach den anderen Aufruf am Ufank von der Faaschtenzäit, lasst euch mit Gott versöhnen. Kommt, probieren wir es, für gut mit unser Herrgott zu singen. Und das können wir durch Gebet, durch Lesen von der Heiligen Schrift. Das können wir, wenn wir uns selber, uns Position nicht so wichtig wollen, mehr uns Leben, uns Ärgerweis, wie man einander umzugehen, überdenken, am Großen und am Kleinen. Das können wir, wenn wir dann auch die nötigen Konsequenzen wollen. Das können wir, wenn wir ob uns Mitmenschen durchgehen, ihnen helfen. Und ihr wisst, Gleichnis vom barmherzigen Samariter, jeder ist unser Mitmensch. Auch die Fremden, die Unbekannten, den ich nicht brauchen kann, an alle Ukrainer aus dem Russmitmensch, wie genauso auch aus dem Ukrainer Mitmensch ist. Wenn wir das merken, ja, mit Gott, mit unseren Mitmenschen, und mit uns selber, nicht gut zu sehen. Wenn das alles am Equiliber ist, ja, da sind wir um Weg vom Frieden und da sind wir um gute Weg durch die Faaschtenzäit ob Ostern zu. Und dafür holen wir das Invitation für die Faaschtenzäit nutzen wir die Chance von dieser Vorbereitungszeit ob Ostern für unsere Relation zu uns selber, an all dem, was dazu gehört, für unsere Beziehung zu Mitmensch, mit auch unsere Relation zum Herrgott zu erneuern. Aber was ich von uns das möchte, da geht uns da, wo
da kann doch sos überall Friede gehen. Herrgott, mach mich zu einem Instrument von dem Frieden. Und so soll den Herrgott ich, ob wer vom Friede feiern ich sehnen, der Pap, der Jung,